Ich schaffe auch was, ja. Ich war schon so kurz davor, dass wir so, Ich habe einfach Lisa, da liegt der Dieter und Lisa erzählt einen vom Pferd. Ich habe es einfach ignoriert, das Oxygen, weil ich dachte, ihr seid so viele, ich krieg das super hin. Da kann ich perfekt ein paar Quests machen, während ich keine abstechen möchte. Ich glaube, wir müssen wieder mal zu. Nur für den Record, ich habe wirklich den Oxygen gelöst oben. Okay. Aber halt ein bisschen spät. Ich glaube, ich habe irgendwas gesehen. Also ich konnte den Report-Button drücken, aber ich habe nichts. Ich glaube, da war was Gelbes. Und du bist gerade oben in... Laboratory. Lisa steht neben mir. Jupp. Wir sind beide in Laboratory. Ich versuche gerade Kristall zusammenzusetzen und ich habe bei mir nichts gesehen. Aber ja, da muss einer liegen. Weil da ist kein anderer mehr raus, hat sich kein anderer bewegt. Ich muss sagen, dass ich Elmar mit Abstand von den jetzt Verbleibenden am wenigsten gesehen habe. Ich stand mal eine Zeit lang mit Alex und Juti oben in Admin und in Comms rum. Elmar war ganz lang in Communications allein gestanden. Vorhin auf dem Balkon begegnet, ich habe Asteroide abgeschossen, bin ich raus und er rein. Ich habe jetzt gerade nicht gehört, sorry. Ich habe den Philipp auf dem Balkon gesehen. Ich habe Asteroide abgeschossen, dann ist er auf dem Balkon raus und ich bin hoch Müll rausgeschmeißen aus dem Cafeteria. Und dann hoch in Admin, wo du mir auch gesehen hast, meine ID-Karte einlöse und dann rüber ins Office einen Upload mache. Ja, was hast du denn so gemacht? Ich habe tatsächlich also einen blöden, langen Divert Power to Launchpad Task gemacht, Reactor dann Launchpad. Das heißt, ich war unten in der hintersten Ecke gestanden. Und danach bin ich in das Admin Center und habe mir die Door-Logs angeschaut. Und habe, wenn ich mich nicht sehr täusche, folgenden Log gesehen. Lisa übertritt die südwestliche Schwelle von unten links in den Gang.
Lisa übertritt die nördliche Schwelle nach oben zum grünen Haus. Lisa übertritt die nördliche Schwelle, das ist in den Gang. Lisa übertritt die nördliche Schwelle, das ist wieder zum Greenhouse. Und dann Lisa übertritt die südsonstwasige Schwelle, das heißt von der anderen Seite den Gang zurück. Das klingt extrem nach Wänden. Ich würde Lisa rausschmeißen. Okay, ich bin noch ein bisschen überfordert. Was habe ich, Pflanzen gegossen, Dateien uploaden jetzt in diesem Korridor zum Reaktor. Am Tor zum Reaktor hat aber irgendwie auch ein bisschen gewartet. Das kam mir auch ein bisschen spanisch vor, ich war auch Lisa mit. Elisabeth. Ich hab's das mal nicht gesagt. Ich würde gerne zu diesem blöden Bildschirm zurücklaufen und nochmal diese Logs durchlesen, weil die sagen Südwest, Nord, Nord, Nord und Südwest und wollen in meinem Kopf nicht aufgehen. Ihr könnt mich auch aus dem Balkon werfen, dann seid ihr, glaube ich, am Arsch, weil dann ist zu wenig Leute übrig. Das ist der Punkt. Wir können jetzt, glaube ich, nicht wirklich voten, weil ansonsten derjenige, der ansonsten halt jetzt der Killer ist, kann jetzt halt mit uns, kann uns ansonsten einfach einen abmassakrieren und dann ist es vorbei. Das Problem ist, wir können uns jetzt natürlich viel vornehmen, dass wir zusammen rumlaufen, aber sobald eine Sabotage kommt, nämlich gerade Oxygen, ist es auch vorbei, weil wenn wir uns 2:2 perfekt aufteilen, dort wo der Killer ist, gewinnt er auch. Also ich glaube halt, dass wir trotzdem fast voten müssen, oder wie seht ihr das? Wir müssen einvoten. Wie sind die Regeln? Also ein Imposter überlebt und noch 2 müssen leben, oder? Wenn es zu plus 1 gegen 1 ist, Imposter gegen Crewmate, dann hat der Imposter gewonnen. Okay. Ja, also ich meine, technisch gesehen, also wenn 2 Leute gleich viele Stimmen bekommen bei so einer Wahl, wird keiner rausgeworfen. Genauso wie wenn 2 Leute für Skip wählen und 2 Leute sagen, Chuti muss raus, dann bleibst du auch an Bord. Das muss eine Mehrheit dich rauswerfen. Das heißt, du kannst ein 1:1 Vote nicht verlieren. Aber wenn Alex das beste Gefühl die meiste Zeit um mich rum hat. Also der muss jetzt noch einen Kill machen und dann hat er gewonnen. Also wenn wir den Imposter rausschmeißen, ist es nicht der Imposter. Na klar, Wenn ein Imposter 2 Leute, dann sticht der nächsten ab und hat sofort gewonnen, ja. Okay, verstanden. Das heißt, falls wir jetzt jemanden rausvoten, dann muss einer, der nicht ich ist und der nicht rausgevotet ist, also Chuti oder Elmar, direkt jetzt den Knopf drücken, bevor der Killer killen kann. Ich weiß nicht, ob das reicht rechtzeitig, kann gut sein, dass es nicht reicht. Ich weiß jetzt nicht, wie die Settings sind. Ich glaube, ich vote Elmar, weil wenn es Elmar ist und er halt ist oder keine Ahnung, wenn es Alex oder Chuti ist und die Sabotage mit Oxygen kommt, dann müssen wir uns ja aufsplitten, dann ist es vorbei. Also ich vote auch Elmar. Ich habe nicht den Eindruck, dass wir da viel Handlungsspielraum haben. Okay, ich habe keine Ahnung, ich mach mal mit. Und drückt den Button jetzt, egal was passiert, drückt den Button, wenn es nicht vorbei ist. Ich kann es nämlich nicht mehr. Hier auf dem Tisch, Chuti, ist ein Button, den musst du drücken. Fuck. Okay, Moment. So. Ach, ich muss noch Lauf! Was? Laufen oder drücken? Sehr gut. Alex hat jetzt... Oh Gott. Imposter hat geschlafen, weil er seinen Kill nicht drückt hat. Ich bleib halt dabei, dass ich bei Alex das beste Gefühl habe, weil ich ihn am meisten rumlaufend stehen hatte. Judy, dich habe ich zwischenzeitlich nicht beim Reaktor gesehen. Es kann jetzt auch einfach sein, dass es Alex extrem gut gespielt hat und dann... Ich bin halt irgendwie jetzt so ein bisschen hin und her gerissen. Ja, ich meine, Alex hat jetzt Judy gewotet, ne?
Judy, gibt es irgendeinen überzeugenden Grund, warum wir nicht dich voten sollten? Ich bin die Unschuld vom Lande und voll der Kacknoob. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Okay, ich vote. Genau, Schweizer, die sind immer neutral. genau deswegen. Das reicht mir nicht. Ey! Ich will mal kurz was zu trinken holen. Eieiei. Ich muss lernen, diesen Sensor besser zu lesen. Ja, musst du. Das war echt ganz schön. Ich bin extra nochmal hingelaufen zum Sensor und wollte das nochmal genau durchlesen und dann Emergency callen. Und wie ich gerade den Button drücken will für Durchlesen, callt jemand anders. Und ich war so, jetzt muss ich eigentlich schon sagen, was ich gesehen habe. Ne? Ohne Doppelkorrektur. Start mal das Aber das- Game, Emma. Du siehst schon, wie ich da den Button drücken muss. Ja. Es ist nicht muss, aber wir müssen halt schon noch mal ernst drüber reden, wie wir da vorgehen. Ja, Tuti, nur damit, weil das war so ein bisschen Ja, sehr, ganz kurz auf Toilette. Danke, dann. Gespräch mit Details, die man vielleicht nicht unbedingt weiß. Es gibt auf jeder Karte irgendwie so ein Überwachungstool, das jeweils anders ist, das die Spieler zur Verfügung haben potenziell. Und hier auf dieser Karte, das ist in dem Admin-Raum, das heißt, nee, nicht Admin-Raum, Communications-Raum heißt er. Also wenn man reinläuft in die Hauptanlage, vorbei an Medbay und dann nicht links zum Reaktor, sondern rechts ist nochmal Ja, ein ich Büro. sehe es auf der Karte. Genau, da ist so ein Bildschirm, wenn man ihn anklickt, hat man nur so eine Liste dran stehen mit diese und diese Person ist über den so und so Scanner gelaufen. Die Person ist über den Scanner gelaufen. Das ist einfach nur eine Infoliste. Die Scanner sind quasi die von diesem Dreieck, also diesen Dreistern, der den Hauptgang der Karte darstellt, sind die Scanner jeweils an den Eingängen. Das heißt, man sieht quasi, die Person ist links unten, also Südwesten, in den Mittelgang gelaufen. Und wenn dann nochmal drin steht, wieder Südwesten, ist sie wieder da rausgelaufen. Wenn der Nord ist sie oben rausgelaufen. Also man kann theoretisch rekonstruieren, welche Person sich wo bewegt hat, aber nur auf die 3 Grobteile der Karte bezogen. Und was ich dachte, gesehen zu haben, war, dass Lisa unten links reingelaufen ist, dann oben rausgelaufen und danach wieder unten links reingelaufen. Was natürlich nur gehen würde, wenn sie irgendwie außenrum gekommen wäre um das Treppenhaus, was nur durch die Luftschächte geht, was nur der Imposter kann. Okay, das war dann aber ziemlich irreführend, weil sie war es ja nicht. Ja, ich habe mich offensichtlich in dieser Liste verlesen, weil da stand noch 3-mal der Nordscanner drin. Vielleicht ist sie irgendwie knapp am Scanner entlang gelaufen oder so. Ich habe irgendwas falsch gelesen. Ich hatte gehofft, es wäre finaler und verdammender Beweis. Ich habe hab mich sehr gefreut über deine Argumentation. Der wurde auf Emma aber vielleicht auch doch ein Die hat halt auch gleich mich und Elmar rausgeschmissen. Super gelaufen, ja. Wahrscheinlich hätte er ein bisschen mehr Vertrauen in Elmar setzen sollen, dass er als Imposter wahrscheinlich nicht so vorgegangen wäre, weil es halt sofort ziemlich viel auf ihn zieht. Aber ich habe mal eine Frage, bleibt denn das Log über das ganze Spiel hin aufrecht oder wird es nach jedem Kill gelöscht? Das wollte ich nachgucken. Okay, scheiße. Dann wurde Emergency geschlagen. Also, ich werde diesmal nachgucken vielleicht. Meine Intuition war, Zeit dass es finde. gelöscht war. Lukas ist auch wieder da, wie ich sehe. Ja. Er hüpft zurück. Das auch kurz kundgetan, aber ich glaube, ich bin untergegangen. Ich spiele immer ignorieren. Voll. Du Al- Viel Spaß. Ich sehe, du hast das Konzept verstanden. Ja. Viel Spaß.
Jetzt bin ich mal gespannt. Ich bin verwirrt. Lukas, Ja. als du gerade zum Reaktor gegangen bist, also es ist vielleicht auch schon wieder 20 Sekunden her oder so, als du zum Reaktor hingegangen bist, Hin oder zurück? hin zum Reaktor, Mhm. mit wem bist du da hingegangen? Alleine. Alright. Und mit Reaktor hast du auch niemanden angetroffen, ne? Wer war denn auf dem Weg raus mit mir in Ja, der... Alright. Lisa? Ja, Wir beide waren lang im Labor, haben Steine sortiert und so einen Kristall zusammengeklebt. ich habe den Quest endlich geschafft. Ich bin so froh. Wir sind da rausgekommen aus dem Labor, es war leer. Die Tür hat einmal, Und dann ist auf einmal geploppt. der Baum ist einfach aufgeploppt. Der Baum war plötzlich Das auf. ist mir auch aufgefallen und dachte ich so, Da bin ich hab geguckt und da ist ein Vent im Labor. Der Baum ist nicht mit Lukas gekommen, die Tür ist nur einmal gegangen, als wir drin waren, das Labor war leer und Lukas war allein im Reaktor. Ich weiß nicht, wo Baum hergekommen sein soll. Ja gut, und ich Oh, im Labor ist doch nur ein Raum. Aber ich bin ich gehe auf jeden Fall konform, einfach zu riskieren. Das ist eine furchtbare Runde. Komm, wir werfen mal Baum durch die Wolken und dann schauen wir Ja, weiter. unbedingt. Werfen wir ihn raus. Als nächstes der, wo der Vote gegen den Baum rausgesetzt hat. Du, Alex, Deathmarker. du warst es. Philipp, willst du auch noch machen? Sonst müssen wir noch Ich weiß, ich kann es nicht über mich bringen, einen Baum rauszuschmeißen. Ja, Tito will mich, Kannst du Baum. wenigstens- Okay. Alex, sicher ist sicher. Gott, oh Gott, war das eine Scheißrunde. Sag doch Imposter, das ist eine Scheiße. Ich finde Imposter zu sein großartig, aber irgendwie keine Ahnung, was ich da gerade hätte groß machen können. Am Anfang sind irgendwie alle am Startplatz rumgestanden und ich bin irgendwie so losgelaufen, habe irgendwie versucht, mal irgendwie jemand abzupassen, dann kam irgendwie direkt nichts. Dann bin ich in den Vent rein und geguckt, ob ich da irgendwie ein bisschen wieder zurückhuschen kann oder irgendwo hinhuschen kann und dann irgendwann habe ich in diesen Vent gesteckt und geguckt, ob ich irgendwo einzelne Leute abstauben kann und hatte nie eine Möglichkeit und irgendwann war es halt echt so, So, soll ich